So eine Messe ist schon ziemlich cool, da trifft man wirklich aufregende Leute und ich habe gerade neben mir hier den Dr. Dietrich Westerkamp getroffen. Wir haben uns gerade unterhalten, weil der hat da so ein schönes T-Shirt, da steht Technicolor drauf und da dachte ich, Moment mal, was macht denn der da eigentlich? So, jetzt haben Sie mir das gerade erläutert, jetzt müssen Sie leider das fast komplett nochmal neu erzählen. Also was macht Technicolor in erster Hinsicht? Also Technicolor ist in früheren Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus in Europa mehr bekannt gewesen unter dem Namen Thomson. Als der waren wir Hersteller von Fernsehgeräten und Blu-ray-Playern und Ähnlichem. Das tun wir heute nicht mehr. Dementsprechend hat die Firma auch ihren Namen gewechselt, weil wir schon vor etlichen Jahren uns mehr auf den Service-Aspekt für Medien- und Entertainment-Industrie konzentrieren. Das heißt, wir arbeiten mit den Hollywoods zusammen, mit den Rundfunkveranstaltern, um die Qualität des Bildes so gut wie möglich zu machen. Wir haben zum Beispiel Tochterfirmen, die Visual Effects machen. Sie kennen alle wahrscheinlich die Filme wie Harry Potter oder ähnliches. Da sind sehr wunderschöne Animationen drin. Die stammen von einer Firma, die in London angesiedelt ist, mit dem schönen Namen Motion Picture Company. Das ist eine 100%ige Tochter von Technicolor. Also das ist einer Bereich und wir sind daran interessiert, dass auch die nächste Generation des Fernsehens ein möglichst gutes Bild hat und nicht irgendwo Bottlenecks oder Schwachstellen in dem ganzen System sind, die dazu führen, dass wir schlechte Bildqualität kriegen. Das heißt, jetzt sind wir ja bei der neuen Generation von Fernsehen, Stichwort ist Ultra HD. Ja. Da hat es jetzt im Vorfeld einiges an Diskussionen gegeben. Wie sieht das aus mit dem neuen HDMI-Standard und so weiter? Jetzt haben wir ja gerade auch wieder, haben Sie mir schon vorab gesagt, aber Sie wiederholen es ja sicherlich gerne nochmal. Also wir reden im Moment in der Öffentlichkeit davon, dass es HDMI 2.0 gibt. Da sagen Sie direkt, hey, 2.0 gibt es eigentlich gar nicht, weil es war ja auch schon bei 1.4 der Fall, man wird eigentlich von Highspeed gesprochen. Ja. Ist soweit richtig, ne? Also HDMI ist ein Standard, der in verschiedenen Varianten immer aufeinander aufbauend veröffentlicht worden ist, Schritt für Schritt. Das, was jetzt letzte Woche Mittwoch öffentlich gemacht worden ist, eine Spezifikation, auf dem Deckblatt steht HDMI 2.0. Das heißt, dass ein weiterer Satz von Features für den HDMI-Standard verfügbar ist. Die Produkte sollen nie mit den Standardsnummern dahinter werben, weil das kann nur missverständlich sein, weil die neuen Features, die HDMI 2.0 ermöglicht und die jetzt standardisiert sind, wie sie umzusetzen sind optional. Das heißt, der Hersteller eines Gerätes entscheidet, was er davon umsetzt und was er davon nicht umsetzt. Er kann alle Features umsetzen oder kann nur ein Feature. Was wollen Sie dann HDMI 2.0 taufen? Deswegen ist es nicht erlaubt, mit der Standard-Versionsnummer Werbung zu betreiben. Aber jetzt haben Sie mir auch gesagt, so ein Ultra-High-Speed-Begriff oder sowas haben wir momentan auch noch nicht. Das heißt, es wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, mit was für einen Aufkleber demnächst das neue Kabel, was dann speziell dafür entwickelt worden ist, mir angeboten wird. Sie, schönes Stichwort, neues Kabel, falsch, HDMI 2.0, aber braucht keine neuen Kabel und keine neuen Stecker. Es wird über das gleiche Kabel, über den gleichen Stecker funktionieren. Allerdings der Empfänger und der Sender in den Geräten, das heißt der Player oder die Set-Top-Box, muss einen anderen Chip haben und das Display-Device muss einen anderen Chip haben. Okay, das wäre und dann kann die höhere Geschwindigkeit umgesetzt werden, über das gleiche Kabel. Okay, das bedeutet, habe ich irgendwann mal einen zukünftigen Abspieler, wir sagen mal Abspieler, der 2.0 kann, ich habe einen Verstärker dazwischen mit HDMI, muss der auch dann dieses 2.0 oder Ultra High Speed wie immer haben, er muss diesem neuen Standard entsprechen, Richtig. Damit das Endgerät, was ja auch schon diesen neuen Standard hat, dann überhaupt das Signal Richtig. bekommt. Also wie wir es bis jetzt auch schon kennen, bei 3D muss alles in einer Kette 3D-fähig sein. So ist es, jede Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Verstanden. So, Jetzt sagen Sie mit dem Standard, wir haben ja gehört, es gibt eine Möglichkeit über Software-Updates wahrscheinlich in einem oder anderen Fernseher, so sagt jedenfalls der Hersteller, doch auf diesen neuen Standard zu bringen. Das heißt, ja, hardwaremäßig muss ja schon was verbaut sein. Wenn er das so sagt, jetzt dann kann soll ich das nicht ja für die funktionieren, Kollegen ne? sprechen. Wenn die Hardware drin ist, dann ist das der Fall. Ob sie da ist, kann ich nicht sagen. Dazu fehlen mir die Kenntnisse. Keine Ahnung. So, wir haben vorhin über das Farbraumthema nochmal gesprochen. Das fand ich nochmal ganz interessant. Also es gibt ja bei den Ultra HD Standard oder diesen neuen, ich sage jetzt immer noch 2.0, weil ich habe nichts anderes. Also ich sage mal 2.0. Da gibt es also jetzt diesen neuen Standard, der auch diesen erhöhten, größeren Farbraum ermöglicht. Aber die Industrie packt den noch nicht drauf, auf die Quellen wahrscheinlich, im Moment jedenfalls. Das sind noch in Diskussionen. Ich kann nicht für die ganze Industrie sprechen. Aber Sie geben da Gas, ne? Sagen wir mal so, wir sollten, wenn wir jetzt einen neuen Schritt auf Ultra HD machen, natürlich auch den erweiterten Farbraum und auch die erweiterte Bittiefe, das heißt den besseren Kontrast ermöglichen. Das nennt sich dann neuhochdeutsch High Dynamic Range. Und der HDMI-Standard sagt schlicht und ergreifend, wenn wir mal auf den Farbraum zu sprechen kommen, dass es zwei standardisierte Farbräume gibt, den für HDTV, der heißt BT709, und den für Ultra HD, der ist von der ITU unter dem schönen Spitznamen BT2020, Nomen est Omen vielleicht, spezifiziert. Und das ist im Standard HDMI per Fleck schon setzbar. Das heißt, Sie können dem Kabel mitgeben, was ich jetzt übertrage, ist der eine Farbraum oder der andere Farbraum. Da ist ein Signal drauf, der Impuls und der schaltet nach links oder nach rechts. Ja gut, oder das ein ist oder aus. Eine Information, die über das Kabel mitkommt. Was das Kabel natürlich nicht wissen kann, ist, was das Display hinten draus macht. Andersherum sollte es so sein, wenn das Display sagt, ich kann aber kein BT2020, dann sollte der Player, denn das ist das Konzept von HDMI, auch nur BT709 anbieten, weil das andere kann der sowieso nicht darstellen.
Aber da sind Sie noch in Diskussion. Das wird noch einen Schritt weiter gehen, bis das wirklich umgesetzt ist. Das wird sich dann noch zeigen. Das ist der nächste Punkt. Das Fernsehsystem oder der Standard für UHD-TV, den gibt es ja im Prinzip noch gar nicht. Das wird im Moment sehr heiß diskutiert. Was wir haben, ist die Datenkompression namens MPK-EVC oder ITUT H.265. Wir haben den HDMI-Standarderweiterung, die wir dazu brauchen, um wirklich das Endgerät mit der vollen Qualität bedienen zu können. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Standards alle genau festzuzurren. Und da sind wir bei der Bittiefe, da sind wir beim Farbraum und auch bei der seitlichen Frequenz. Machen wir 50p, 60p. Die Rundfunkleute möchten gerne sogar 120p haben. Aber Vorsicht, das geht über HDMI heute noch nicht. Das ist ein bisschen viel, ne? 60p sind wir heute am Ende. Mehr geht darüber nicht. Und wenn wir 60p hätten, dann hätten wir schon sehr gute Bilder. Ja. Das kann man ganz deutlich so sagen. Was jetzt passiert ist, dass der DVB-Standard noch festgezurrt werden muss, dass jetzt auf einem großen Stück Papier steht, das und das muss drin sein mit den und den Parametern. Und das ist dann UHD-TV, wie es in Europa verwendet wird. Und dann sollte es in allen europäischen Ländern gleich verwendet werden. Okay. Daran arbeiten wir. Und das ist eine große Gruppe, die daran arbeitet, ne? Das DVB-Projekt feiert in diesem Jahr auf der IBC in Amsterdam übernächste Woche ihr 20-jähriges Bestehen, diese Gruppe. Das sind über 200 Firmen. Inzwischen sind wir schon langsam auf dem absteigenden Ast nach 20 Jahren, weil die größten Standards natürlich alle fertig sind. Die sind weltweit in Benutzung. Es gibt Milliarden von Geräten, die DVB-Standards nutzen. Okay, und zurück nochmal zu dem Thema HDMI. Die Gruppe selber ist auch nochmal so ungefähr 80 Leute, also ne? Oder 80 Firmen, Vertreter? Das HDMI-Forum, was sich 2011 gegründet hat, sind inzwischen 88 Firmen, wenn ich richtig informiert bin. Und das Ganze wird gesteuert von einem Board of Directors mit 11 gewählten Mitgliedern aus diesen 88 Firmen. Und die werden jetzt auch in den nächsten Schritte dann machen, um den Standard Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. So, jetzt noch eine kleine Sache ganz am Rande. Er hat uns nämlich gesagt, wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen umschauen, man sieht ja hier auf den Fernsehern 4K-Content oder Inhalte, dann sind die ja hier fließend. Das heißt, eigentlich ist der Standard noch gar nicht so weit freigeschaltet im Fernsehen, um das so fließend zu zeigen. Sie meinen sogar, dass die Qualität ja ein bisschen runtergerechnet wurde, weil wir sonst die Bandbreite nicht haben. Habe ich das soweit richtig? Das haben Sie nicht ganz richtig verstanden. Dann erzählen Sie es besser nochmal. Das Problem ist schlicht und ergreifend, wenn Sie über HDMI reden, dann sagen Sie, okay, HDMI ist eine Basisbandschnittstelle, mit die RGB macht. Ja. Der Fernsehtechniker weiß, was das heißt. Ja. Alle 3 Komponenten gleiche Bandbreite. Ja. Der Übertragungsweg da oben über den Satelliten, der macht aber Y und UV, wie wir wissen, und U und V mit reduzierter Bandbreite, sowohl horizontal als auch vertikal. Und da kann ich natürlich sparen. Warum soll ich auf der Schnittstelle das in voller Bandbreite übertragen, wenn es vorher schon reduziert war? Ja. Also kann ich gedanklich auch auf der Schnittstelle Y und UV machen und kann das so reduzieren, wie das in der Übertragung gemacht wird. Und das nennt der Fachmann dann 420 statt 444. Und jetzt können Sie schnell rechnen. Mathematik ist relativ einfach. Damit kommen wir dann datenratenmäßig wieder in das, was heute schon Realität ist. Das heißt, Sie können heute schon 50 und 60p über HDMI machen mit der Standard, den es die letzten Jahre gegeben hat. Allerdings nur mit dieser Einschränkung, nicht 444. Okay, so einfach ist das. Das wird sich aber ändern, wenn wir jetzt die Schnittstellen freischalten würden. Gut, freischalten oder nicht freischalten, letztendlich das Gerät kann es ja auch heute schon. Und wenn es dann 444 kann, dann muss es aber die bessere Hardware haben. Es muss ja eine höhere Übertragungsdatenrate, die um Faktor 2 höher liegt von dem Kabel, was immer noch das gleiche ist, entgegennehmen können. Und das kann die Hardware, die heute in den Geräten verbaut ist, noch nicht. Also werden die Bilder noch besser als das, was wir hier gerade sehen? Ob sie Könnte besser werden, sein, ne? Das ist das Problem. Das Interface bestimmt nicht die Bildqualität, sondern die Bildqualität ist immer genauso gut wie das, was vorne ins Interface reingeführt wird, kommt hinten wieder raus. Es sollte vom Interface nicht verschlechtert werden und das ist definitiv der Fall. Dann schauen wir mal, ne? Das schauen wir mal, genau. Spannende Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig, das kann man nicht sagen. Alles klar. Vielen Dank, ne? Danke.